Ja, ist es denn die Möglichkeit, liebe Freunde? Bereits wieder zurück hier auf der Gefängnisinsel nach langer Zeit und es ist auch der 150. Party. Alter Schwede, das kann ja mein längstes Let's Play ever sein. Naja, wie dem auch sei, Dixon ist irgendwo hier, hat uns ja eingeladen, nicht wahr, zur Gefängnisinsel. Bin gespannt, wo er sich eigentlich genau herumtreibt. Nur bis dahin noch ein bisschen trainieren können, weil ich fürchte, gegen Dixon momentan noch keine richtige Chance. Sicher irgendwo da oben, oder? Der ist so okay. Aber hier oben eher Sansa sogar. Ja, gute Frage. Ja, er scheint bereits hier zu sein, zweites okay, heißt, wir haben nicht sehr viel Zeit zum Trainieren. Mal gucken, Leute, mal gucken. Alles voll finster hier. Babelschattros, okay, wir haben ein paar neue Gegner gefunden. Wird schon gut gehen, Leute, wird schon gut gehen. Boah, sind alle irgendwie voll finster geworden, so richtig dunkelblau, violett, schwarz. Wirf den um, du, er schwankt doch schon, wirf den um, kann ich ein bisschen... Frost, okay, ja nicht schlecht. Ein Babelschattros. Okay, Mann, da braucht natürlich viel Power. Sind auch gegen physisch immun? Was ist da aus, was? Mal gucken. No, geht aber noch. Und das war's mit dir. Wow, 11.000 Erfahrungspunkte. Ist das übel, Leute. So, dann ganz kurz nochmal das Team austauschen. Ich glaube, hier wäre Ryan ein bisschen besser. Und Schala. Ja, mal tut Just verfahren, was? So, dann gehen wir auch antreten. Nee, oder? Lass uns ja eigentlich in Ruhe, aber der da. Weil da gibt es so viele Erfahrungspunkte. Lass mich in Ruhe, find dein erstes Ziel. Dreh dich um. Und Schildikowski großer. Oh, der lebt noch. Oh, können wir sie klein noch mit, oder was? Passt aus. Oh ne, ihr seht schon, das bringt nichts. Damit zu lange, tschüss. Ich will nur die großen Pferde platt machen. Der Rest ist mir egal. Ich denke mal, das ist die beste Strategie, um da schnell zu leveln. Die geben ja 11.000 Erfahrungspunkte jeweils, sind relativ schnell down, also ist schon cool. Bin mal gespannt, greift ihr automatisch an oder nur, wenn ich euch da auch mit hineinziehe? Nö, die greifen sonst nicht an, okay. Keine Gnade, keine Gnade! Babelschattros, ja, voller Schatten, was? Und das umgeworfen, oh, zusammengefallen. So, das war's. Soll man riskieren gegen einen? Einer ist nicht so viel, das könnte vielleicht noch funktionieren. Ja, mal gucken, was es für Erfahrungspunkte bringt. Ansonsten verzichte ich gerne darauf. Ja, hält dann natürlich auch schon viel aus, das ist Tatsache. Und da ist auch noch immun dagegen. Na gut, die Eta-Wert sinkt, das bringt uns hier nicht viel, weil wir keine Teamkameraden dabei haben, die auf Aether spezialisieren. Blutung immer gut.
Alter, hält schon viel aus, muss man zugeben. Gern auch dabei. Nö, nur einer, gut. Lalalala. So komm schon dann, wenn du wenig KP hast, kannst du mehr quitten. Das war doch so bei dir. Ja, scheinbar auch nicht. Komm schon, Monado, jetzt noch voll die Monado-Attacken, haben wir's. Ja, passiert natürlich wieder das, wie immer. Wir kriegen keine Erfahrungspunkte. Das ist ja immer der Scheiß daran. Nö, Spitze so. Och nö. Und das ist das Problem. Ah, mal so viele Items. Ach, meine Fresse. Wieso denn das? Mal gucken, man das meistens sowieso wieder hinzugefügt. Technikbücher fehlen noch ein paar. Wo nimmt die plötzlich her? Okay, hab ich mal bekommen oder so, per Zufall, hab gar nicht gemerkt. Ist natürlich auch nicht schlecht. Sind vermutlich solche Materialien oder sind es normale? Sammel-Items haben wir eigentlich auch schon, oder? Die irgendwie noch. Wir sagen soweit schon alle haben. Materialien, ja, natürlich schon ziemlich viel voll, wie es aussieht, was? Okay, braucht sowieso keiner. Nehmen wir was anderes nach Missionen. Was auch irgendwie noch ein paar Sidequests abschließen sollte, vielleicht sogar nach dem Spiel oder so. Okay, kann ich irgendwie wegwerfen? Ja, geht. Brauchen wir alles nicht mehr. Also geht das gerade schnell? Kriegst du voll einen epileptischen Anfall. So, reicht jetzt das Erste. Und gehen wir weiter. Also jetzt so von der Atmosphäre her erinnert mich ein bisschen an. Ja, an den Waldtempel von Legend of Zelda Ocarina of Time oder auch an den Wüstentempel bzw. Geisttempel aus Twilight Princess. Okay. Psiu, psiu. Interessant. Was ist das hier? Kommen wir damit hoch? Oh ja. Und da erwarten uns bereits neue Gegner. Degros. So, doch sehr einfallsreich. Speisesaal. Oha. Sind wir etwa das Frühstück für die... Boah, sind die aus, ey. Voll Dämonen. Der hat gar nichts drauf. Ups. Das war nicht gut. Was sind das für Viecher? Wie sehen die aus? Und so einem kryptischen Auge? Ruhige Imali, okay, dann scheint ein bisschen mehr drauf zu haben. Oh ja, und sogar sehr viel mehr. Alter Schwede, sind gerade zwei ein bisschen viel davon, wie es aussieht. Das war knapp natürlich, aber trotzdem zwei sind ein bisschen viel auf einmal. Alter, knabbern. Ein bisschen am Knabbern, ziehen gleich mal 1800 ab. Okay, sind schnell, ziehen viel ab. Und dann noch viel KP. Und da bin ich und dann gleich auch und ich führe den Ryan auch gleich.
Alter Schwede! Wenn ich auch so wahnsinnig, ich meine, normale Gegner haben kaum was drauf und dann die anderen. Ich meine, im Prinzip sind sie alle normale Gegner, nicht, oder? Aber teilweise sind doch wieder viel drauf und so. Hier habe ich keinen Speicherpunkt? Reisepunkt? Nö. Natürlich klar, Mann. Tja, soviel zum Training. Natürlich alles cool. Doppeltes Schwanken kann niemals schaden und die Blutung. Und fällt er mal um. Nee, er will nicht. Das ist doch voll dumm. Ah doch, jetzt so. Der kriegt jetzt wieder Schaden, wenn ich... Ah. Und tschüss. Einmal so 11.000 oder knapp 12.000 Erfahrungspunkte. So, das ist zwar eigentlich ein ganz gutes Team, aber man sieht schon, wir machen wieder mal unser Dream Team. Vielleicht sogar Ricky wieder für Ryan rein, weil ich das Gefühl habe, dass Elterngriffe mehr bringen. Tja, wer weiß, wer weiß. Das Training geht weiter, Freunde. Dieses Mal aber onscreen. Lalalala. Bubble Shatros. Ja, ich glaube, hier können wir noch ziemlich gut und auf die Schnelle trainieren. Doppeltes Schwanken bringt natürlich auch nicht viel. Geh mal um. Weil du kannst es doch. Ich wollte gerade sagen. So, noch ein bisschen boosten, dann ist er gleich wieder down. Und das war's mit Level Up für einen guten alten Schulk. So, also weg hier, weil er gegen die Wicht tritt garantiert nicht an. Die sind doch viel zu übel und bringen zu wenig ein. Okay. Wine. Und doch noch mal ganz kurz mit Ricky versuchen. Vielleicht bringt er doch ein bisschen mehr was. Weil ja, also ich habe da, wie gesagt, schon im Internet schon mal ab und zu mal was, wenn da gesagt habe, ja, ein bisschen Schwierigkeiten und so. Haben mal ein bisschen recherchiert, was andere für ein Team hat und eingesetzt haben beim jeweiligen Gegner halt und habe da gesehen, dass Ricky einfach ganz oft eingesetzt wurde. Nein, nicht. Ah, scheiße, nicht der. Der hat den anderen anvisiert. So, komm schon, jetzt. Der hat doch echt den anvisiert gehabt. Crazy. Er soll dann natürlich trotzdem wieder mit rein. Dankeschön. Fall um! Das hat wenig gebracht. Ich glaube, Äther bringt bei denen doch nicht so viel. Zack. So, sehr gut. Alter, was sind das für Angriffe? Und ich bin down. Wie ging das plötzlich? Okay, wurde vergiftet von Ricky. Und Monado Full Power Mode. Naja, das geht auch besser. Ja, das ist natürlich auch der Spirit. Und weg hier. Ah. So, Ricky und Schuld bereits bei 76. Gut. Charlotte kommt auch bald schon nach.
Aber ja, ich vermute trotzdem, wir brauchen Level 80 etwa. Hier sind Mux. Der MC-Ux, keine Ahnung. Und dann zum Speisesaal. Piup. So, mal gucken, was wir hier noch so alles ausrichten können. Wir müssen mal irgendeinen Speicherpunkt finden. Nachdem man gleich runter muss. Okay, das sind die Teile da hinten, war die ganz üblen. Nö, die auch nicht. Hä? Welche waren's denn? Waren's die dort? Die waren's, ja. Also ein bisschen übel, okay, gehen wir mal hier durch. Cereis. Teufler. Mal gucken, was er drauf hat. Nicht viel, wie es aussieht. Sehr gut. Oh oh. Ich hab Panik. Ist er nicht mehr. Yep, gegen die geht's sehr gut. Kann man gut kämpfen. Gibt dafür aber auch relativ wenige Erfahrungspunkte. 2000 bloß. Was hat der schon wieder? Der Degros. So, die anderen sind noch relativ weit weg. Gut, sehr gut. Nur Erfahrungspunkte, aber dafür noch mehr TP. Oh je, haben wir hier also 3 Sachen von Monster bis jetzt. Die eine, überhaupt kein Gegner, gibt da zu wenig Erfahrungspunkte. Die anderen, diese hier, die Drachenähnlichen, eher so Drachen-Löwen-Ziegen-mäßig, geht relativ gut, genau, relativ gute Erfahrungspunkte. Und dann haben wir noch die dritten, diese anäugigen irgendwie Raptoren, die sind übel bis zum geht nicht mehr. Yep, 8000 geht noch. Man will doch gerne mal irgendwo einen Zielpunkt oder so etwas haben. Sind die wieder was? Wir sind die Schwächeren. Wow, Hilfe. Was ist hier bloß los, Leute? Du. Müssen wir erstmal irgendwie den Weg freikämpfen. Ach du Scheibenkleister. Soll man einen alleine nehmen? Vielleicht klappt das ja, wenn es einer alleine ist. Mal gucken, wie viel Schaden das der aussteht. Besser Aid oder physisch? Ja, physisch würde ich sagen. Na verdammt, steht bereits wieder. Jetzt geht's auch wieder. Vorhin voll die Schwierigkeiten gehabt, jetzt plötzlich. Kein Problem mehr. Das ist leicht crazy. Oh, gibt's weniger Erfahrungspunkte, toll. Und die anderen beiden irgendwie so stark oder was? Keine Ahnung. Leute, ich würde trotzdem mal sagen, was für heute wieder mal, weil, ja, Paten und so. Jetzt müssen wir mal hier weiter. Ja, auf der Suche nach Dixon und irgendeinen Speicherpunkt und so. Ach du Scheibenkleister. Sieht echt voll übel aus hier. Naja, wie dem auch sei. Bis dann fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.